Ja, hallo, herzlich willkommen. Schön hat das so gut geklappt an dem Samstagabend. Schön sind ihr alle da. Es freut uns mega, so viele Gesichter zu sehen, die man kennt, so viele Gesichter, die man aber auch nicht kennt. Und ja, André, ich glaube, wir werden heute einen rechten Gaudi haben. Genau, also die den Podcast ab und zu hören, die wissen ja, ich sage fast jedes Mal, es ist eine spezielle Folge. Aber heute meine ich es wirklich ernst. Der Oski leitet das Intro, darum darf ich gar noch nicht zu viel verraten. Aber ihr könnt wahrscheinlich vermuten, wer heute da ist. Und ja, schön sind ihr alle da, freut mich mega. Und in dem Sinne übergebe ich jetzt am Oski. Genau, und unser heutiger Gast kann nicht nur gut turnen, nicht nur schnell rennen, nicht nur hoch gumpen, sondern vor allem ein ganzes Land begeistern, so wie auch euch. Mit viel Power, Sympathie erobert sie nicht nur die Weltspitze, sondern auch eure Herzen. Und genau, in dem Sinn heißen wir herzlich willkommen Angelika Moser. Ja, Angelika, schön bist du bei uns. Ist ja nicht das erste Mal, wo wir uns sehen, die Off-Season. Magst du dich erinnern an das letzte Mal? Ja, super Zeitkampf. Ja, spassig. Natürlich an der Bar, wo ihr euch angetroffen. Gut, wir sind auch schon ein bisschen vorher an der Bar unterwegs gewesen. Ich weiß nicht, ob du das gemerkt hast. Nein, man hat es fast nicht gemerkt. Gut, ja. Lassen wir jetzt mal so stehen. Ich finde es schön, wie du lügst. Genau. Ja, schön bist du da. Du hast gesagt, eben, du bist jetzt von Macklingen gekommen und hast Zeit gehabt, um im Stau noch einen Insta-Post zu machen. Stimmt das? Der war schon sehr gut vorbereitet. Da hat man nur noch auf den Knopf drücken und es hat wirklich so einen dummen Unfall gegeben. Und es sind einfach stillgestanden. Dann habe ich schnell rausgehauen. Aber, also ich wollte dich jetzt nicht verdächtigen, dass du während dem Autofahren am Handy bist? Das mache ich schon nicht, keine Angst. Aber es war wirklich ein bisschen mühsam gewesen, aber es ist halt häufig ein bisschen mühsam. So die Strecke Bern-Zürich auf der Autobahn ist meistens eher Stau. Ja, das kennen wir alle wahrscheinlich, aber wie gesagt, der Post, den du rausgehauen hast, dort hast du geschrieben, du bist ziemlich busy im Moment. Erzähl mal so ein bisschen, wie geht es dir gerade aktuell? Was machst du so, wenn du jetzt nicht gerade bei voll rein bist? Es geht mir sehr gut, danke. Viel am Trainieren. Wir sind eigentlich voll in der Vorbereitung für die neue Saison, für die Hallensaison. Ja, das heisst, wir sind eigentlich die ganze Woche, Montag bis Samstag am Trainieren, in Macklingen. Daneben sind im Moment auch sehr viele Events, also zum Teil auch unter der Woche, wo ich noch schnell ein bisschen hin und her. Und dann habe ich natürlich noch ein paar Sidequests. So, im Moment bin ich noch an der Bootsprüfung. Okay. Ja, so ein bisschen so Sachen. In dem Fall kann man die Bootsprüfung, machst du jetzt Biel, jetzt im Winter, oder? Ja, die mache ich auf dem Bielersee, genau. Und ja, ich bin angemeldet worden an die Prüfung, aber ich weiß noch nicht, ob ich ready bin. Also wir sehen es dann. Okay, ja, da wünschen wir viel Erfolg dann. Ja, eben, dass du so busy bist, macht es für uns ja nur noch spezieller, dass du dir Zeit genommen hast heute Abend. Und eben, wir werden jetzt heute ein bisschen darauf eingehen, eben, was läuft jetzt gerade in der Off-Season. Wir machen auch noch einen Blick zurück, eben, von deinen ganz jungen Anfängen bis auch die letzten 2 Saisons, die ja sehr, sehr speziell waren, wo du sehr schnell mal plötzlich im Rampenlicht warst und eben, wie gesagt, die Sportherzen von der Schweiz erobert hast. Aber genau, was uns jetzt wundernimmt, ist, wie sieht jetzt momentan gerade so dein Alltag aus? Eben, du hast gesagt, viel trainieren, Bootsprüfung. Was ist so der 0815-Tag von Angelika Moser? Ich glaube, das ist das Coole an einer Sportkarriere. Es gibt keinen 0815-Tag. Also klar, es sind so Trainingsabläufe in der Woche, die sind plus minus immer so ein bisschen gleich. Das sind ja manchmal 2 Einheiten, manchmal eine lange Einheit pro Tag. Aber eben dann sonst je nachdem, was für Events anstehen, was sonst noch für Sachen anstehen, ist das immer sehr abwechslungsreich und ist eigentlich ja, kein Tag gleich wie eine Woche davor. Als Stabhochspringerin bist du ja primär allein unterwegs oder noch mit deinem Trainer. Wie muss man sich das vorstellen? Tust du so eine Art Einzelfirma führen? Oder wie siehst du dich als Institution oder als Firma, sage ich jetzt mal so ein bisschen wirtschaftlich ausgedrückt? Ja, schlussendlich bin ich Einzelsportlerin, ja, und schlussendlich bin ich die auf der Bahn steht und muss springen. Aber eigentlich steht da halt schon ein ganzes Team dahinter. Also das ist der Trainer, der reist auch eigentlich immer mit an die Wettkämpfe. Der ist eigentlich auch immer dort im Training. Aber dann habe ich natürlich auch eine Trainingsgruppe, die in meinem speziellen Fall eigentlich aus
allem anderen wie Stabhochspringer besteht, sondern eigentlich Sprinterinnen, Hürdenläuferinnen, Mehrkämpferinnen, also alles ein bisschen bunt zusammengemischt. Die sind alle in Macklingen? Die sind alle in Macklingen. Klar, es sind nicht alle Trainings miteinander, also sie müssen nicht auch Stabhochspringen und ich muss nicht noch zum Beispiel Hochsprung machen oder so, also von dem her bin ich froh. Aber dort können wir durchaus gewisse Trainingseinheiten können wir zusammen machen, Kraft können wir alles zusammen machen, Sprint können wir zusammen machen. Ja, und dann gibt es noch rundum halt das Medical Team, alle Sponsoren und all das, wo natürlich auch dazugehört. Ja, ich glaube, wie denn dein Training wirklich aussieht, wie sich es verteilt, das werden wir später noch kurz ansprechen. Jetzt nimmt mich noch Wunder, du hast mir vorher erzählt, dass deine Off-Season schon im Oktober fertig war. Das heisst, du bist jetzt schon wieder ein bisschen länger im Herbsttraining, Wintertraining, oder ja, ist es schon wieder eigentlich Vorbereitung für die Hallensaison? Wo stehst du gerade? Ja, es ist gerade etwas so der Übergang von wirklich nur Basis zu schon wieder schnelleren Sachen. Also bei uns im Techniktraining kannst du dir so vorstellen, dass wir am Anfang des Wintertraining machen wir eigentlich nur Vorübungen, nur ganz kurze Anläufe. Und jetzt gehen wir immer so ein bisschen weiter hinter im Anlauf und dann wird es immer ein bisschen schneller, ein bisschen höher, ein bisschen cooler. Macht ein bisschen mehr Spass. Also von dem her sind wir jetzt eigentlich schon wieder dort, wo es so langsam ein bisschen aussieht wie Stabhochsprung und nicht nur wie irgendwelche dumme Vorübungen. Ja, sehr cool, aber was ich mich da frage, wenn du sagst, du bist seit Oktober wieder dran, hast du überhaupt eine richtige Off-Season gehabt? Ja, mal 3 Wochen hatte ich Pause. Also ich hatte die WM in Tokio und nachher bin ich mit meinen Eltern noch 2 Wochen in Japan geblieben für Ferien. Sie wollten eigentlich die Reise schon machen im 21. Also im 20. Aber ist dann wegen Covid logischerweise nicht gegangen. Und dann haben sie gefunden, das machen sie jetzt und haben gefragt, ob ich mitgehen will. Und ich fand, ja, wieso nicht? Wenn ich schon mal in Japan bin, dann muss man das Land schon ein bisschen sehen. Und dann nachher sind wir dort 2 Wochen rumgereist und dann bin ich heimgekommen. Dann hatte ich noch eine Woche frei, wo ich noch musste die Weisheitszähne ziehen. Darum hatte ich noch eine ganze Woche Pause gehabt und dann haben wir wieder angefangen. Es ist wieder losgegangen. Gibt es irgendeinen Geheimtipp aus Japan, wo du uns möchtest mitgeben möchtest? Weil ich glaube, das ist ja momentan sowieso so ein riesen Hype um das Land. Vielleicht hast du ja jetzt etwas gesehen, wo man unbedingt machen muss. Also es ist kein Geheimtipp, aber probiert alles essen. Es ist wirklich mega fein. Was ist dein Favorit? Ja, schon Sushi. Ja. Und was auch sehr cool ist, wenn man mal so ein bisschen aus den Zentren rausgeht, wenn man mal so ein bisschen aufs Land rauskommt und mal so ein bisschen sieht, wie es dort ist und nicht immer nur 24/7 das bis in Japan hat, sondern eben auch mal so ein bisschen das Ruhigere. Ist auch noch schön zu sehen. Du bist ja da bei voll rein und voll rein kann man in mehreren Wegen deuten. Und uns nimmt es natürlich Wunder, ob du in deiner Off-Season auch mal voll reingegangen bist. Das Jahr erstaunlicherweise wirklich nicht. Okay. Eben zuerst war ich noch in Japan und mit meinen Eltern am Reisen und das ist halt nicht so ihr Ding, darum voilà. Und nachher bin ich eben zurückgekommen und habe eigentlich direkt meine Weisheitszähne ziehen und dann hatte ich sowieso gar nicht so den Fun gehabt, weil ich habe wirklich ausgesehen wie ein Hamster und dann vielleicht dann festen. Wird voll raus. Wie? Aus Pauline wird voll raus. Ja, wirklich, also gar nicht so spassig gewesen. Es ist wirklich, also ich habe ausgesehen, als hätte ich über Nacht schnell 300 Kilo zugelegt in meinem Gesicht. Aber nein, sonst manchmal schon ab und zu. Okay. Hast du dann auch mal Zeit gehabt, in diesen 3 Wochen, um so ein bisschen reflektieren, wie die letzte Saison war? Hey, ja, schon. Also, ich glaube, das macht man echt automatisch ein bisschen. Ich glaube, es hilft auch, wenn man ein bisschen Abstand kann haben und dann noch mal ein bisschen darüber nachdenken kann. Darum ist es bei mir manchmal auch so, dass man das wirklich erst so wirklich bewusst wird, wenn wir wieder angefangen haben mit dem Training, so dass man dann auch nochmal das Saisonanalysegespräch macht mit dem Trainer, ein bisschen anschaut, was ist gut war, was ist vielleicht weniger gut war und dann reflektiert man auch selber noch ein bisschen mehr. Ist es ja nicht so, dass ein bisschen Gefahr rum ist, dass in den Ferien, wenn du wirklich dann mal Zeit hast, das Ganze ja erst richtig aufkommt, die Verarbeitung der Saison, und dann es eigentlich gar nicht mehr so entspannend ist, weil du halt dann sozusagen wiederum zu viel an den Sport denkst? Oder ist das bei dir nicht so das Problem? Jetzt das Jahr wirklich gar nicht gewesen. Also eben in Japan sind wir so viel unterwegs gewesen. Also wir haben eigentlich immer von morgen früh bis zum Abend spät irgendwelche Sachen unternommen, sind irgendwo unterwegs gewesen, haben Sachen angeschaut. Und das sind auch so viele Eindrücke gewesen, dass ich manchmal am Abend fast ein bisschen geschafft war, von was alles passiert ist den ganzen Tag durch. Und das war mega schön gewesen, eben sehr eindrücklich. Und ich glaube, durch das konnte ich auch wirklich gut abschalten und eigentlich gar nicht wirklich daran gedacht, wieso dass man überhaupt schon mal in Japan war, wieso dass man dort angekommen ist. Geil. Sehr cool. Ja, eben, was mich dann wundernimmt, wenn du sagst, du hast ein bisschen Zeit gehabt, um das Ganze zu verarbeiten. Du stehst ja jetzt seit
eben, ich würde jetzt sagen, sicher 2 Saison stark im Fokus der Medien. Gibt es eigentlich so einen Moment von der letzten Saison, wo man so in der Öffentlichkeit gar nicht so mitbekommen hat, wo mega prägend war? Oder wo du gefunden hast, hey, das war jetzt mega speziell gewesen und das ist mir irgendwie geblieben? Ich glaube am ersten von der Hallensaison, von der Halle-WM. Also ich glaube, im Nachhinein ist es dann schon sehr präsent worden, auch bei den Medien. Aber ich habe mir dort 2 Tage vor meinem Wettkampf habe ich mir Bänder gerissen, im Official Training. Bin ich umgeknickt auf der Matte und wir haben nicht so genau gewusst, was los ist. Wir hatten keinen Arzt dabei gehabt. Mit der Physio haben wir es angeschaut und sie hat gemeint, ja, wahrscheinlich Bänder gerissen, aber ich kann es halt nicht so genau sagen. Und dort habe ich wirklich nicht gewusst, ja, kann ich springen, kann ich nicht springen. Es war nicht so cool gewesen, aber wir wollten es halt wie nicht gross kommunizieren. Zum einerseits mich schützen, zum andererseits auch ja, einfach so ein bisschen gegen aussen nicht allzu gross Wellen schlagen. Und ja, dann bin ich an den Wettkampf, habe dann einigermaßen mit einem halb eingegipsten Fuß springen und habe Bronze gewinnen. Und das ist für mich in dem Moment ist es so viel mehr wert gewesen wie Bronze. Also es ist wirklich ja, extrem schön gewesen. Und so die ersten Nachrichten, die dann die Medien rausgelassen haben, sind so gewesen, ja, plus minus hat sie die Erwartungen erfüllen und hat Bronze geholt, aber sie haben halt wie noch gar nicht gewusst, dass ich eigentlich verletzt war. Nimmst du die Schweizer Sportmedien eher fair wahr? Ich glaube schon, ja. Also schlussendlich kommt es schon immer ein bisschen darauf an, bist du fair zu ihnen, also sagst du ihnen ehrlich, was du denkst. Und ich glaube, ja, wir haben eigentlich relativ Glück, dass eigentlich die Berichterstattung meistens recht fair ist. Ja. Gut, eben, das liegt, wie du gesagt hast, sicher auch an der Person, aber ich glaube auch in der Schweiz ist es eher noch angenehm im Vergleich zu anderen Ländern, wo du wahrscheinlich mehr im Fokus stehst. Sicher, also klar, die Erwartungen der Medien und so, die steigen auch mit den Erwartungen von, ich sage jetzt mal, allen zusammen. Aber meine Erwartungen selber, die steigen ja auch. Also von dem her, ich glaube, das ist so ein bisschen normal. Und klar, wenn man etwas zeigt, was vielleicht nicht ganz so gut war, dann darf man auch mal sagen, es ist jetzt nicht gut gewesen. Man muss nicht immer alles irgendwie schönreden. Und ich glaube, das ist auch wichtig, um eben dort auch ehrlich zu sein. Also keine so Floskeln? Nein, nein. Wenn ich nicht gut gesprungen bin, dann bin ich nicht gut gesprungen. Dann kann ich es auch ehrlich sagen. Und dann muss ich nicht irgendwelche Ausreden suchen. Es wäre auch irgendwie schwierig, im Stabhochsprung sich so Floskeln auszudenken. Sagen meinst du? Ja, es ist ja nicht wie im Fußball, wo du so Standardsätze kannst sagen wie ja, der Ball hat einfach nicht rein werden. Du kannst ja nicht sagen, die Stange hat nicht... Die Stange hat mich nicht gespickt, oder was? Ja, so ein bisschen... Gibt's so... Was sind so die besten Ausreden, die du kannst bringen kannst, ohne dass du dich selber dran nimmst? Ja, also Ausreden. Wir können ja die Latte, also den Abstand von der Latte können wir ja verstellen. Und was so ein bisschen die Standardausrede ist, ich hatte die Höhe einfach nicht am richtigen Ort gehabt. Also weil du bist zu früh oben gewesen und dann auf die Latte runtergefallen oder zu weit hinten die Höhe gehabt. Aber das ist so ein bisschen, ja, eigentlich auch die Schuld vom Springer. Also wenn du nicht am richtigen Ort die Höhe hast, dann hast du halt nicht den richtigen Sprung gemacht. Sind eigentlich die Bahnen, oder also nicht nur der Anlauf oder einfach allgemein das Setup, das hat sicher eine Norm, aber ist es auch überall genau gleich? Oder was gibt es so für Unterschiede bezüglich der Standorte? Ja, es ist schon immer ein bisschen anders. Also klar, es sind ja, plus minus in den Stadien sind es recht genormt. Aber manchmal gibt es so ein bisschen Einstichkästen, also mit in den Stab so einen Einstichkasten einstechen. Und die sind manchmal ein bisschen steiler und manchmal ein bisschen weniger steil und das merkst du extrem schnell. Also entweder kannst du den Stab ein bisschen besser bewegen und er geht ein bisschen schneller hinterher oder er bleibt einfach stehen und du gehst gerade rauf, gerade runter. Und da musst du dich manchmal ja, ein bisschen daran gewöhnen an eine Anlage. Aber sonst sind die eigentlich schon recht genormt. Und dann gibt es halt noch die Anlagen, wo wir irgendwo in einer Stadt springen, also zum Beispiel im Hauptbahnhof oder auf dem 6-Liter-Platz. Die sind dann schon ein bisschen anders, weil man halt auf einem Steg ansäckelt und dann nachher ja, bounced es ein bisschen. Und dann musst du den Anlauf schon ein bisschen anpassen. Ich hätte jetzt noch viele Fragen, aber wir müssen jetzt wieder ein bisschen zurückkommen, Richtung, ich sage jetzt nicht das Skript, aber wir haben uns doch ein bisschen vorbereitet. Darum gibt es jetzt ein bisschen einen harten Cut. Und zwar, wenn wir jetzt ein bisschen zurückschauen, wie du zum Stabhochspringen gekommen bist. Deine Familie ist ja mega sportlich. Also wir haben uns da mal rausgeschrieben, dein Vater war ein olympischer Zehnkämpfer, deine Mutter Mehrkämpferin, deine Schwester Jasmin ist auch Stabhochspringerin. Soweit korrekt? Ja, also sie hat unterdessen aufgehört, aber ja. Gut. Ja,
Wie war das für dich gewesen, damals, wo du dich hast müssen entscheiden, in welche Richtung geht es, oder hast du dich gar nicht entschieden? Ist es einfach immer klar gewesen, dass du Stabhochspringerin wirst? Weil es ist ja nicht etwas, wo man als Kind wahrscheinlich davon träumt. Sage ich jetzt mal. Nicht, weil es schlecht ist, sondern weil man es einfach nicht so kennt. Ja, nein, also es war eigentlich absolut nicht so vorgesehen. Klar, es ist, eben, weil meine Eltern beide aus der Leichtathletik kommen, sind meine Schwester und ich schon, seit wir eigentlich klein sind, häufig auf Leichtathletikplätzen gewesen, weil sie halt dann noch als Coaches unterwegs waren. Aber ab und zu bin ich dann dort einfach mit einer Kollegin im Gerätraum ein bisschen am Spielen gewesen und wir haben absolut nicht mitgemacht. Und meine ältere Schwester hat mir eigentlich so ein bisschen alles vorausgemacht. Also sie hat angefangen mit Kunstturnen, als sie klein war. Und dann habe ich es mega fies gefunden, dass ich noch nicht durfte, weil ich noch zu klein war. Und habe dann, sobald ich durfte, habe ich auch angefangen. Und dann habe ich aber auch noch andere Sportarten ausprobiert. Also ich war noch im Schwimmen, im Handball, in der Mädchenriege relativ lang. Also ich habe schon eigentlich alles ein bisschen ausprobiert. Aber schlussendlich war es dann wirklich das Kunstturnen, wo man am Anfang ja, halt auch das zeitintensivste war. Und nebenbei habe ich dann schon immer so bei den Nachwuchsprojekten in der Leichtathletik einfach mitgemacht. Also so zum Beispiel beim UBS Kids Gap, ohne dass ich wirklich trainiert habe, habe ich dann mitgemacht und hat mir eigentlich auch immer Spass gemacht. Und dann habe ich irgendwann so ein bisschen beides nebeneinander gemacht, aber schon immer noch hauptsächlich Kunstturnen. Und dann hat meine Schwester aufgehört mit Kunstturnen und ist voll in die Leichtathletik gewechselt. Und hat dann Stabhochsprung ausprobiert und hat das ziemlich gut können und es hat ihr auch recht Spass gemacht und dann habe ich gedacht, wenn sie das gut kann, dann will ich es noch besser können und dann habe ich das auch ausprobiert. Bist du jünger? Ich bin jünger, ja. Und es hat mir eben recht Spass gemacht und ja, schlussendlich habe ich dann, nachdem ich das European Youth Olympic Festival gewonnen habe, habe ich dann entschieden, ich höre auf mit Kunstturnen und mache nur noch Stabhochsprung. Aber du bist ja auch im Kunstturnen, wenn ich das richtig recherchiert habe, sehr, sehr erfolgreich gewesen, oder? Ja, also nie auf dem Niveau wie jetzt im Stabhochsprung. Und ich hatte auch nie die Perspektive gehabt, wenn ich im Stabhochsprung hatte. Also ich bin für zum Kunstturnen zu gross. Plus im Kunstturnen gibt es ein bisschen den Weg, du musst eigentlich schon als sehr kleines Mädchen ins Kader. Sonst kannst du dort eigentlich nicht mehr rein. Und das habe ich hier noch nicht gemacht, beziehungsweise ja, ist irgendwie gar nicht in Frage gekommen. Und ich bin dann schon an der Elite-SM im Gerätefinale und so Sachen. Und im Sprung war Schweizer Meisterin geworden bei den Juniorinnen. Also es ist gut gewesen, aber es war nie auf dem Niveau gewesen, wie ich jetzt im Stabhochsprung bin. Also auf dem her war es schon eine gute Entscheidung gewesen, zum Wechseln. Ja, uns freut es natürlich auch. Gibt es das viel, dass die Leute vom Kunstturnen ins Stabhochspringen wechseln? Ja, es haben sehr viele Stabhochspringer haben irgendeinen turnerischen Hintergrund, weil halt eigentlich ab dem Moment, wo wir den Boden verlieren, sind wir eigentlich sozusagen Turner. Ja. Dann hängst du am Stab und musst halt gewisse turnerische Elemente schon beherrschen, musst ein bisschen wissen, wo steht dein Körper im Raum. Und für das ist natürlich gut, wenn du einen Hintergrund hast im Turnen. Mhm. Von wo kommt eigentlich das Stabhochspringen, habe ich mich heute Morgen gefragt. Man stellt sich immer so vor, damals an den Olympischen Spielen 1800 irgendetwas, was neu erfunden worden sind, oder sogar bei den Griechen vor vielen tausenden Jahren. Klassiker Diskus werfen, oder? Die haben dort so für die Blut den Diskus umgerührt. Wie sind denn die Stabhochspringer? Wann sind die eigentlich zu diesem Programm dazugekommen? Weißt du das? Ich weiss es im Fall nicht genau, wann sie dazugekommen sind, aber ursprünglich ist eigentlich Stabhochsprung entstanden eher so, wo sie irgendwie über Gräben eingumpen, also über kleine Flüsse oder Bäche oder so irgendetwas. Und sie einen Stecker genommen und sind drüber gegumpelt, halt, dass die Füße nicht nass werden. Und ich glaube, das kommt eher so ein bisschen von dort. Und dann irgendwann ist es halt als Sport dazugekommen. Zuerst bei den Männern, sehr lange nur bei den Männern. Und bei den Frauen war es erst, glaube im 2000 das erste Mal olympisch gewesen. Also es ist wirklich, ja, also sie haben sehr lang haben das nur die Männer machen. Es gibt doch immer noch so... Ich glaube, es kommt so ungefähr von dort. Meinst du, würdest du gewinnen? Mit dem Aufklettern meinst du? Nein. Ja, aber du könntest dich einfach spicken. Ja, ich glaube, der Stab beugt sich nicht. Ja. Du kannst ja deinen mitnehmen. Könnte ich. Wie ist das eigentlich so, wenn man mit diesen riesen Teilern umreist um die Welt? Schwierig. Nein, also eigentlich alles, was innerhalb Europas oder so ein bisschen Zentraleuropa ist eigentlich okay, weil dort gehen wir eigentlich mit dem Auto hin. Dann ist es eigentlich nicht so schlimm. Dann hast du einen Dachträger auf dem Auto, machst den Schnapp drauf, mit Spannset angemacht, hebt das tipptopp. Und so ein Bömbeli hinten dran? Ja, wenn es mehr wie einen Meter hinauslangt, musst du so eins auch noch machen, genau. Aber sobald man eigentlich mit dem Flug irgendwo hingehen, ist es dann auch ein bisschen komplizierter. Du musst ein bisschen schauen, welche Airlines nehmen überhaupt Stäbe mit.
welche Flugzeugtypen fliegen wohin, weil dort ist auch je nachdem, also da werden wir so ein bisschen zu Flugzeugexperten plötzlich. Weißt zum Beispiel beim Airbus A319, da musst du gar nicht probieren, passt das sowieso nicht rein. Dann beim 320 kommt es darauf an, wie das konfiguriert sind, beim 321 ist gut. Also da musst du wirklich immer schauen, welcher Flüger fliegt wohin. Aber zum Glück, also unterdessen logisch, schaut man da auch das Management ein bisschen, wo dann mir die Flüge bucht und so, also die helfen da schon mit. Aber EasyJet nehme ich an, kannst du nicht mitnehmen. Mit EasyJet oder was? Mal mit EasyJet ist es am einfachsten. Okay. Das ist eben genau der Witz. Es ist wirklich, also eigentlich am einfachsten, unser Lieblingsflughafen ist Basel mit EasyJet. Ja. Weil dort kommen wir, unterdessen kennen sie uns auch ein bisschen und dann kommen wir mit den Stäben und sagen, ja, wir haben noch die Stäbe dabei. Dann fragen sie, wie lang und wie schwer das sie sind. Gut, kannst du den Kleber selber anmachen, weißt du wo. Und wirklich? dann nachher, ja, Das ist wirklich... Wie viele von denen hast du dabei? So eine Hülle mit so 10 bis 12 Stäben. Und wie unterscheiden sich die? Ja, sie sind unterschiedlich hart, also es sind verschiedene Flex. Und dann habe ich meistens noch 1, 2 fürs Einspringen, habe ich noch kürzere dabei, für aus kurzem Anlauf. Und dann nachher, während dem Wettkampf wechselst du eigentlich immer wieder Stab. Also du fängst mit ein bisschen weicher an und dann gehst du immer ein bisschen auf einen härteren Stab, je nachdem wie hoch das dann ist. Weil die Flugkurve wird halt steiler, wenn du einen härteren Stab hast. Aber dafür kommst du auch ein bisschen höher. Und die sind aus Carbon? Die sind aus Fiberglas. Es gibt Aus Carbon Fiberglas. und Fiberglas, Ja. aber ich springe mit Fiberglas. Weil eben, wenn du von Flex redest, dann werde ich da zurückversetzt in meine ganz kurze Eishockey-Karriere. Ist das aus dem gleichen Material? Oder ähnlichem Material? Nein, ich glaube schon nicht. Also keine Ahnung. Ehrlich gesagt, ich habe zwar einen Hockeyspieler daheim, aber ich weiß nicht, aus was die Schläger genau gemacht sind. Nein, also eben die wir haben, Stäbe, die sind hauptsächlich aus Fiberglas. Aber es gibt eben auch Carbonstäbe und die sind wahrscheinlich schon aus einem ähnlichen Material. Ist da so einer schon mal versprungen? Ja, tatsächlich ist mir mal einer gebrochen, im 21, eigentlich nach den Olympischen Spielen in Tokio. War dort in Tokio, mega unzufrieden, wie der Wettkampf gelaufen ist. Zurückgekommen, wir hatten noch ein paar Wettkämpfe nachher, so Weltklasse Zürich und ja, halt so ein paar Meetings in der Schweiz. Und dann wollte ich eigentlich zurück ins Training direkt, um noch zu zeigen können, was ich wirklich drauf habe, weil ich es in Tokio nicht zeigen konnte. Und dann ist wirklich im ersten Training, gerade nach Tokio, ist mir ein Stab gebrochen. Und ich bin voll mit dem Kopf auf dem Boden und der Stab ist mir voll in den Rücken. Und dann bin ich wirklich ein paar Monate alt gewesen. Oh, krass. Aber das ist ja auch so grusige Splitter, oder? Also es ist nicht gesplittert, aber er ist genau dann gebrochen, als ich wirklich in der vollen Beugung war. Ja. Und dann hat er natürlich eine extreme Wucht. Und der Teil, der es nachher wie weggespickt hat, ist mir halt direkt an den Rücken. Und durch das hatte ich dann einen Pneumothorax, also die Lunge verletzt. Und so Sachen, ja. Aber das ist ja etwas, wo man grundsätzlich nicht daran denkt, weil das sehr selten ist. Ja, nein, also eigentlich... Ja, es ist ein bisschen Berufsrisiko, klar. Also es kann einen Stab brechen. Die Chance, dass einer bricht, ist klein. Also eben, ich springe jetzt schon lange und ich habe in meinem Leben einen verbrochen. Okay. Und die Chance, dass dann etwas Schlimmes passiert, wenn einer bricht, ist auch sehr klein. Also, hast du gerade wirklich Pech gehabt? Wirklich Pech gehabt. Und eben die Wahrscheinlichkeit, dass genau so etwas nochmal passiert, ist so klein, dass man das auch ein bisschen ausblenden kann. Ja, jetzt sind wir wieder sehr schön abgeschweift, was ein gutes Zeichen ist für einen Podcast. Ich habe mich noch gefragt, jetzt bezüglich deiner Laufbahn. Wir überspringen jetzt einen Teil, wo du als Nachwuchstalent gross geworden bist und jetzt eine etablierte Weltklasse-Sportlerin geworden bist. Also auf das gehen wir dann schon noch ein, aber den Nachwuchsteil lassen wir jetzt ein bisschen aussen. Mich nimmt es Wunder, wo du dich jetzt gerade befindest bei dir selber. Ich sage, als Sportler hast du ja immer so unterschiedliche Treiber. Es gibt Freude und Spass, es gibt Umfeld, es gibt Erfolg, es gibt Geld, es gibt Identität. Also weißt, wo dich eigentlich sozusagen motiviert, um das zu machen, was du machst. Wo stehst du gerade? Ist noch eine gute Frage. Ich würde sagen, es ist eine Kombi aus sehr vielen Sachen. Also sicher, bei mir der Haupttreiber ist immer noch Freude und Spass am Sport. Ich habe angefangen mit Stabhochsprung, weil es mir mega Spass gemacht hat, weil ich wirklich Freude daran hatte. Eigentlich schon mein ganzes Leben habe ich mich immer mega gerne bewegt. Und es ist auch so, dass ich eigentlich jeden Morgen aufstehe und mit Freude darauf ins Training gehe. Also klar, es gibt Trainings, die ich weniger gerne mache und Trainings, die ich ein bisschen lieber mache. Aber grundsätzlich ist es immer so, dass wenn ich springe, also wenn ich wirklich mit dem Stab springe, dann freue ich mich mega drauf. Und ich glaube, das ist auch etwas, was extrem wichtig ist, auch wenn man eben
das Hobby nachher zum Beruf macht, dass man das wie beibehalten kann. Und dann logisch, der Erfolg treibt einem natürlich schon auch an. Also das sind dann Sachen, wo wenn man gewisse Sachen erreicht hat oder eben vielleicht gerade noch nicht erreicht hat, dass man das noch will erreichen und dass man sich immer ein bisschen will verbessern will. Und das Streben nach immer besser werden ist sicher auch da. Ja, wenn wir den Erfolg als seine Flugparabel anschauen, wo stecken wir jetzt gerade? Das ist schwierig zu sagen, aber ich hoffe, es geht noch steil aufwärts. Also sind wir noch da, also bei der Beugung, wenn die Beine langsam hochgehen? Ja. Also ich würde sagen, also die Luft wird schon langsam dünner, das ist schon so. Es ist halt, eben, du versuchst die Zentimeter um Zentimeter noch zu steigern. Und ich glaube, ich habe schon immer noch viel Potenzial, wo ich noch Sachen kann verbessern kann, sowohl technisch als auch physisch. Und ich glaube, das ist auch ein gutes Zeichen, wenn man noch daran glaubt, dass man noch besser werden kann. Und sonst kannst du dann irgendwann auch aufhören. Was sind so die Bilder, die du jeden Tag im Kopf hast, wenn es jetzt ein Training ist, das dich ein bisschen anscheisst? Welche Momente motivieren dich? An was denkst du? Ja, schon die schönen Zeiten, wenn man Erfolg feiern kann. Das ist natürlich wieder eine Belohnung für die ganze Arbeit, die man macht, das ganze Jahr durch. Dass man dann gute Wettkämpfe springen kann und dort Erfolg feiern. Und ich glaube, das ist das, wo man natürlich auch dann davon träumt, dass es noch mehr davon gibt und dass man das wieder erleben kann oder noch mehr erleben kann. Und das ist ein bisschen das, was einem antreibt. Gibt es etwas, wo du dir selber so ein bisschen auferlegst, was du musst erreichen musst, damit du es geschafft hast? Wie dass du sagst, hey, jetzt bin ich wirklich gut. Also du bist natürlich sehr gut, verstehe mich nicht falsch, aber einfach so, weißt, so deine eigenen Ansprüche, wo sind die jetzt noch? Also in Paris bin ich ja Vierte geworden an den Olympischen Spielen und es ist ein historischer vierter Rang gewesen, also ein guter vierter Rang. Auch ein Wettkampf gewesen, den ich mir nichts vorwerfen konnte, also wirklich ein cooler Wettkampf. Aber trotzdem ist dort halt so etwas geblieben, wo mich jetzt immer noch weiter treibt, weil ich das noch erreichen will, dass ich dort auf dem Boden stehen kann. Und ich glaube, das ist auch etwas, wo ich halt schon seit ich klein bin davon träume, dass zuerst am Anfang träumst du davon, an die Olympischen Spiele zu gehen und dann, wenn du mal da bist, dann willst du natürlich auf dem Boden stehen. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen das, was mich für den nächsten Olympiazyklus noch mal ein bisschen pusht. Ja. Aber Paris ist eigentlich ein gutes Stichwort, weil du es schon angesprochen hast. Du hast gesagt, du kannst dir gar nichts wirklich vorwerfen. Hat das irgendwie etwas in dir ausgelöst oder hat das ein bisschen gedauert, bis du das nicht mehr irgendwie als verpasste Chance siehst, sondern so vielleicht eher als so ein Meilenstein? Ja, es ist halt, also eben, wenn du so nah dran bist an etwas noch Coolerem, dann nachher ist es halt irgendwie im ersten Moment sehr, sehr schwierig. Also ich habe im ersten Moment den 4. Platz absolut nicht als Erfolg gesehen, sondern ich war wirklich auch mega enttäuscht gewesen. Aber nachher hat man natürlich auch das ganze Umfeld geholfen und einfach alle Leute, die in der Schweiz mitgefiebert haben und das riesen positive Feedback, das gekommen ist natürlich schon auch mega schön gewesen und hat mir gezeigt, mal, es ist eben gleich auch etwas wert, wenn man Vierte wird. Weil ich glaube, wir Sportler sind immer so ein bisschen, es zählen Medaillen, etwas anderes zählt für uns nicht so mega viel. Und darum ist es wirklich schön gewesen, dass auch das irgendwie eben Beachtung gefunden hat. Hat es dich genervt, dass eben die Schweizer Medien so immer von dem 4. Rangfluch geredet haben? Oder wie hast du das Narrativ wahrgenommen? Hat dich das gestresst oder sagst du, ja, es stimmt? Oder? Nein, gar nicht. Also in der Leichtathletik war es zumindest so, dass Annik und ich eigentlich eben 2 wirklich gute 4. Plätze gemacht haben. Klar waren es 4. Plätze. Jeder will lieber Dritter werden oder Zweiter oder Erster. Aber schlussendlich haben wir uns nichts vorwerfen können. Und eigentlich während der Olympischen Spiele habe ich eigentlich gar nicht wirklich gross mitbekommen, was so in den Medien gelaufen ist. Und ich glaube, das ist auch wichtig, dass man dort ein bisschen Distanz hat, dass man dort ein bisschen abschaltet. Und ehrlich gesagt, auch nach dem Spiel habe ich dort jetzt nicht mega viel von dieser Berichterstattung mitbekommen. Weil da ist dann so viel gelaufen, auch noch sonst, dass ich auch dort mal schnell ein bisschen Distanz gebraucht habe. Ja. Aber die Saison hat ja bei dir sehr, sehr erfolgreich gestartet. Eben alle vor allem mit der EM in Rom. Da bist du ja mit Schweizer Rekord Europameisterin geworden. Und wie war das gewesen, so der erste Moment, wo du so realisiert hast, okay, ich bin über der Latte, ich bin jetzt Europameisterin? Es ist eben lustig, ich bin nicht gesprungen und habe gewusst, ich bin Europameisterin, sondern ich musste warten, weil eine andere Konkurrentin noch mal einen Versuch hatte, die haben dann gepokert und haben ausgelassen.
Und ich hatte dann schon 2 Versuche gehabt. Ich hätte auch noch mal einen gehabt, aber sie hatten dann nur noch 2 Versuche gehabt. Und als sie dann beide nicht drüber gekommen sind, habe ich eigentlich gewusst, okay, ich bin Europameisterin. Aber ich habe auch gleichzeitig gewusst, ich muss noch eine springen. Also ich kann noch eine springen. Darum es ist so irgendwie ja, sehr Achterbahn der Gefühle gewesen, weil eben, ich habe es irgendwie realisiert, aber noch nicht so ganz realisiert. Und bin dann auch, ja, ich habe mich schon gefreut, aber ich bin auch noch mal hintergegangen und bin noch mal gesprungen. Ja. Es ist ein bisschen, ja. Und dann ist es, glaube ich, erst dann so ein bisschen später ist dann wirklich erst angekommen. Aber hast du nach deinem Sprung, der gültig war, schon gedacht, so, okay, das langt? Oder hast du wirklich nein, gedacht, also so, ja, das, nein, wenn die andere ja, jetzt nochmal eben, geht, ja, dann... das kannst du wie nie wissen. Und ja, schlussendlich, es sind eher schwierige Verhältnisse in Rom. Das ist eben so eine von den Anlagen, wo der Einstiegkasten ein bisschen steiler ist. Und dann haben wir alle ein bisschen Zeit gebraucht, um uns daran zu gewöhnen. Und darum, ja, weisst nie, lange es nicht. Haut plötzlich einer nochmal einen Sprung raus. Das kannst du nicht beeinflussen, das kannst du nicht vorhersehen. Also von dem her wirklich keine Ahnung gehabt. Ich finde es ja sonst mega spannend, die die letzten Teilnehmerinnen und Teilnehmer beim Stabhochspringen zuzuschauen, sei es jetzt Olympische Spiele oder so. Weil eben, zum Teil wissen die ja schon, dass sie eigentlich die Goldmedaille haben und sie machen halt gleich noch voll auf Ernst und wollen zum Beispiel den Weltrekord noch brechen. Was hast du das Gefühl, was ist so in dem Moment, hilft das eher, dass man weiss, hey, ich habe jetzt die Medaille schon auf sicher, es kann eigentlich nichts passieren, oder ist es wie so, eigentlich habe ich gar keine Lust mehr, ich will nur noch, dass es fertig ist und feiern und jetzt muss ich noch springen und alle denken, wie ist das, was hast du das Gefühl? Ich glaube, es kommt mega auf die Situation drauf an. Also ich nehme an, du redest jetzt ein bisschen von Mondo Duplantis. Also bei ihm ist es halt wirklich so, dass wenn er kein Zeichen macht, dann gewinnt er. Und das wissen eigentlich auch alle, das weiss auch er. Und darum hat für ihn, glaube ich, ein Wettkampf gewinnen nicht mehr die gleiche Bedeutung wie für jemand anderen vielleicht. Und bei ihm ist es dann eben mehr, dass er halt noch den Weltrekord machen will, den er vielleicht von sich selber auch jedes Mal erwartet. Und das ist dann vielleicht eine ganz andere Situation, als wenn du überraschende Medaille gewinnst oder überraschenden Wettkampf gewinnst. Also bei mir ist es meistens dann so, sobald die Emotionen da sind, geht nicht mehr viel und dann, dann kann ich es auch gescheiter sein lassen. Mondo ist ein gutes Stichwort, weil du hast dir natürlich vorstellen, dass wir irgendwann früher oder später heute darauf zu sprechen kommen. Vielleicht müssen wir noch schnell, für die es nicht wissen, der Mondo Duplantis ist der dominierende Stabhochspringer bei den Männern seit mehreren Jahren jetzt. Wie viele Weltrekorde sind es? 11, 12, viel, 13, 14 am Stück? Viel, ja. Irgendetwas. Genau, das ist ein Stichwort für dich, oder? Genau. Wir haben immer eine Diskussion bei uns. Weil bei jedem Weltrekord reden wir darüber, okay, der ist jetzt wieder drüber, hat wieder einen Weltrekord gemacht. Jada. Wir behaupten, der könnte noch locker viel mehr machen. Aber er macht ja immer die 1 cm Sprünge. Glaubst du, er wird irgendwann das maximale Potenzial verpassen, weil er eben immer die 1 cm Sprünge macht? Weil das ist unsere Theorie. Ich glaube nicht, weil schlussendlich wir haben schon sehr viele Wettkämpfe im Jahr. Und wenn du an jedem Wettkampf einen Weltrekord machst, dann geht es auch relativ schnell, relativ viel auf. Klar, am Anfang, als er die ersten Weltrekord gemacht hat, haben alle das Gefühl gehabt, ja, der kann ja viel höher. Es ist auch jetzt noch so, dass man das Gefühl hat, er kann viel höher. Aber irgendwann kommt er dann schon auch seine Grenzen ein bisschen näher. Aber das hat natürlich auch finanzielle Gründe, warum er das so macht. Das ist halt an jedem Meeting, wo er einen Weltrekord springt, bekommt er seine Prämie. Und dann lohnt es sich schon mehr, wenn du Zentimeter für Zentimeter gehst und nicht einfach schnell 20 cm rauf. Ja, es tut dem Fall unsere These schon auch ein bisschen stützen, aber natürlich glauben wir auch, dass er sich jedes Mal voll pusht und dann auch wirklich das die beste Leistung ist vom Tag. Ja, es ist einfach ein bisschen fies, weil unterdessen ist es fast so, dass man eigentlich vom Mondo einen Weltrekord erwartet. Also wenn man ihn sieht springen an einem Meeting oder an einem Wettkampf, dann hat man einfach das Gefühl, okay, es gibt einen Weltrekord und das sind dann schon auch sehr hohe Ansprüche. Also ist halt, die Fans sind dann manchmal fast ein bisschen enttäuscht, wenn er es nicht schafft. Und das ist halt dann schon auch krass. Aber von dem her eben, ich glaube, er pusht sich schon jedes Mal wieder aufs Neue, aber es ist sicher eine mega coole Ausgangslage für ihn, weil er eben immer die Chance bekommt, zum Weltrekord zu springen, weil er eigentlich die Wettkämpfe immer gewinnt. Aber es ist natürlich dann auch ein bisschen Challenge, weil eben, du hast niemanden, der dich wirklich pusht, sondern du musst dich immer selber pushen. Also dass es einfach ist,
Das hat niemand gesagt. Nein, das Ja. Aber wie nimmt man das eigentlich so in der Szene wahr? Ihr sind ja eine recht kleine Szene overall. Oder man kennt sich ja relativ gut. So, was Ja, wir es sind vernommen haben. immer ein bisschen die gleichen halt, an den Meetings, so auf der Tour, auf der Diamond League. Das sind immer die gleichen Athleten und die kennst du dann auch unterdessen. Ja. Wie geht man dort damit um, dass halt einfach so einer wirklich nochmal ein Level 2 höher springt als alle anderen? Und ist das ein Vorteil für den Sport oder ist das wirklich einfach so, dass man sagt, ja, gut. Ist noch schwierig zu sagen, weil eben bei uns Frauen ist eigentlich genau das Gegenteil. Bei uns sind extrem viele extrem nah zusammen im Moment an der Spitze. Also es ist nicht eine, die einfach immer gewinnt. Was es sehr spannend macht für die Zuschauer natürlich, weil du halt eben nicht weißt, wer gewinnt. Bei den Jungs ist schon im Moment so ein bisschen, wenn du Zweiter wirst, hast du eigentlich gewonnen, ausser halt der Mondo. Also das ist auch so ein bisschen ihr Mindset unterdessen. Aber es ist auch so, dass die anderen Springer natürlich pusht. Also das Niveau im Mannenstabhochsprung ist extrem hoch im Moment. Es hat jetzt, also der Griech, der Manuel Karalis, der springt unterdessen auch regelmäßig über 6 Meter. Und das ist, bevor man den Mondo kennt hat, ist das etwas mega Außergewöhnliches gewesen, wenn jemand über 6 Meter gesprungen ist. Und jetzt unterdessen sind es ein paar, die können über 6 Meter springen. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen das, was er halt dann mit sich zieht. Plus es gibt natürlich extreme Popularität für den Sport, weil halt er so ein bisschen das rausbringt in die Welt und die Leute das dann auch ein bisschen faszinierender noch finden. Jetzt reden wir ja immer, wie gut er ist und so, aber was kann er denn von dir lernen? Was machst du besser als er? Also er kommt nicht aus dem Turnen. Also vielleicht bei den turnerischen Sachen hätte ihm noch etwas voraus, aber sonst macht er halt schon sehr viel deutlich besser, ja. Okay. Vielleicht bleiben wir gerade beim Wettkampf so ein bisschen. Und da haben wir eigentlich eine Frage von jemandem, den du auch kennst, und zwar vom Sandro Andres. Und zwar, er fragt uns, und wir haben uns das... Also, sag schnell, wer der Sandro ist. Ja, der Sandro ist auch ein ehemaliger... Was hat er gemacht? OL-Läufer und macht jetzt Fotos primär für Swiss Athletics und kennt dich darum auch. Und er hat eben gesagt oder gefragt, wieso du immer eine Grimasse machst, bevor du anlaufst. Und jetzt, wir haben uns vor ein paar Videos auf YouTube reingezogen vorher von dir und haben die Grimasse gesucht und wir haben sie nicht gefunden. Jetzt haben wir uns gefragt, ist das ein Insider? Nein, ich mache nicht wirklich eine Grimasse, aber ich habe ein extremes Bitchface, wenn ich auf dem Platz stehe. Und ich mache es wirklich nicht extra. Ja. Es ist auch, wenn ich konzentriert, fokussiert bin, dann sehe ich extrem böse aus. Und darum haben auch mega viele, zum Beispiel von den jüngeren Stabhochspringerinnen in der Schweiz, haben am Anfang mega Angst vor mir, weil sie gedacht haben, ich bin mega böse. Aber es ist einfach, sobald ich auf dem Platz stehe, bin ich halt konzentriert und fokussiert auf den Wettkampf. Und dann nachher, ist das halt manchmal so ein bisschen das Resting Bitface. Und dann habe ich aber auch noch so ein bisschen eine Macke, dass wenn ich mit der Sandra oder irgendjemand sonst mit der Kamera sehe, mache ich sehr gerne Grimassen in die Kamera. Also du bist auch so extra, oder was? Ja, also nicht während dem Wettkampf, aber so nach dem Wettkampf, vor dem Wettkampf. So grundsätzlich, wenn die Kamera auf dich zielt, reizt es dich in Grimasse, also nicht ganz normal zu schauen? Also jetzt so bei einer Fernsehkamera 0, also die ist einfach dort, ich glaube, da gewöhnt man sich auch dran. Das wäre auch komisch, wenn du zum SRF kommst und sagst... Ja, nein, aber es gibt im Fall schon ein paar, die machen so bei den Vorstellungen und so, machen sie immer eine halbe Show und weiss nicht was alles. Also das reizt mich gar nicht. Aber wenn ich die Leute hinter der Kamera kenne, mache ich halt wie eine Grimasse die Leute hinter der Kamera durch die Kamera. Was ist dein Go-To beim Sandro? Hä? Was ist dein Go-To beim Sandro? Ich tue häufig die Zunge rausstrecken. Kannst du das mal vormachen? Nein. Also indirekt hätte er dir einfach sagen, schau mal normal in seine Kamera. Ja, ich glaube, das ist seine Message. Er kann die Fotos nicht verkaufen. Er könnte sie schon verkaufen. Die Frage ist, ob die Leute das kaufen wollen. Ja, nein, er muss ja nicht, weil er bringt ja zu deinem Verband, nehme ich jetzt mal an, oder? Ja. Ich wollte noch ein bisschen, oder wir wollen noch ein bisschen auf den mentalen Aspekt eingehen. Der Moment, wenn du vor dem Anlauf stehst, das ist eine klassische Sportlerfrage. Was ist so in deinem Kopf los? An was denkst du, was hilft dir, dass du jetzt gar nicht völlig die Nerven verlierst? Ja, grundsätzlich versuche ich einfach immer an das zu denken, was ich im Sprung machen muss. Also die Korrekturen vom letzten Sprung nochmal
daran denken, was ich anders machen muss, auf was ich mich konzentrieren muss. Und weniger daran denken, was für einen Stab habe ich in der Hand, wie hoch ist es, was passiert alles rundherum, wie viel Versuch ist es. Also bei uns ist es halt, du hast ja 3 Versuche pro Höhe und wenn du im 3. Versuch bist, dann ist es dann meistens für alle, die zuschauen, nicht mehr ganz so chillig. Und das musst du ein bisschen versuchen auszublenden, weil sobald du anfängst, irgendwie auf Sicherheit zu springen oder so, funktioniert es eigentlich nicht. Also im Stab musst du eigentlich immer 100% geben. Du kannst nicht irgendwie einen Sicherheitssprung machen in dem Sinn. Und darum versuche ich wirklich einfach immer nochmal schnell die 2, 3 Key-Sachen in meinen Kopf zu tun, wo ich daran denken muss. Und dann eigentlich wirklich nur konzentrieren auf den Sprung. Wie lange schaffst du schon also ich nehme an, du hast eine Mentaltrainerin oder Trainer. Wie lange schaffst du schon mit dieser zusätzlichen Komponente von Trainer? Das ist eigentlich eine lustige Geschichte, weil ich habe den Trainer gewechselt zum Adrian Rothenbühler. Und er hat mir eigentlich gesagt, dass er mich nur übernimmt, wenn ich zu einer Mentaltrainerin gehe, weil er hat, also nach meinem Unfall habe ich so eine Weile lang schon ein bisschen Mühe gehabt, um wirklich 100% zu geben. Also ich würde sagen, ich bin eine Weile lang einfach dort, wo der Stab gebrochen ist. Okay. Dort bin ich eine Weile lang einfach mit 99% immer so mit leicht angezogener Handbremse gesprungen und es ist halt dann auch nicht, ich habe nicht das Vertrauen in mich selber und bin einfach nie wirklich so gelöst gesprungen. Und er hat gesagt, er ist bereit, um die Challenge anzunehmen, dass wir zusammen arbeiten, aber ich muss zu ihr gehen. Und am Anfang hat es mich ein bisschen angeschissen, habe ich nicht so cool gefunden, aber ich bin dann gegangen. Am Anfang ein bisschen skeptisch, aber ich muss wirklich sagen, es hat mir extrem viel gebracht. Und jetzt ist es einfach so, dass ich nicht regelmäßig zu ihr gehe, aber einfach dann, wenn ich das Gefühl habe, ich brauche etwas von ihr, dass ich dann mit ihr zusammensitzen kann. Sei das jetzt in der Vorbereitung auf ein grosses Event oder wenn ich irgendwelche Sorgen gerade habe, dann kann ich mit ihr das anschauen. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich noch gezwungen werde, zum zu gehen. Okay. Aber wie muss man sich das vorstellen? Also trainiert man dann konkrete Situationen, wie eben einen 3. Sprung, oder ist es einfach, sie zieht ihr Programm durch und weiss, was du brauchst? Extrem individuell, also auch sehr situativ unterschiedlich, je nachdem, wenn jetzt, also im Stabhochsprung gibt es so das Problem, dass man manchmal durchrennt und nicht abspringt. Wenn ich jetzt zum Beispiel eine Phase habe, wo mir das Abspringen ein bisschen schwerer fällt, dann schaffst du auch etwas von dem, dann tust du vielleicht viel visualisieren. Wenn du dich vorbereitest auf einen Grossanlass, dann versuchst du vielleicht irgendwie ein positives Gefühl, positive Emotionen von einem letzten Grossanlass, der gut gelaufen ist, irgendwie wieder hervorzuholen. So Sachen, aber eben, da gibt es extrem viele verschiedene Techniken. Was ist deine? Wir machen viel mit Visualisieren, eben auch vielleicht nochmal mit Visualisieren, wie habe ich es hier gemacht, wo es gut gekommen ist, und zum Teil auch noch mit hypnotischen Zuständen. Geht das wirklich? Ja, also mal schon. Also ich habe es ja auch mal versucht und bei mir jetzt nicht so viel genützt, aber ich glaube, du musst extrem der Typ dafür sein, dass du dich auf das einlässt. Logisch, oder? du musst dich mega darauf einladen. Eben am Anfang, weil ich eigentlich nicht wollte, zu ihr gehen, ist es am Anfang für sie schwierig gewesen, für mich schwierig gewesen, aber eben irgendwann habe ich gemerkt, es bringt mir etwas, es hilft mir etwas und es funktioniert auch. Und darum habe ich mich dann auch immer mehr darauf einladen. Aber also, wenn ich an Hypnose denke, dann denke ich also nein, so ist es nicht. Wie funktioniert das? Ich glaube, auch da gibt es wahrscheinlich verschiedene Techniken. Also es ist jetzt nicht so, dass ich komplett Kontrolle verliere oder so, aber es ist einfach, ich bin dann wie in einem Zustand, wo ich komplett entspannt bin und eigentlich wirklich sich auch an meinen Fokus lenken und sonst irgendwie keine Gedanken mehr in meinem Kopf sind. Wo wirklich, also muss man sich das vorstellen, wie so ein Flow? Ja, ein bisschen eine Art, ja. Also ich glaube, es ist auch wieder individuell. Also ich kann jetzt nur von mir reden, aber also es ist ein sehr angenehmer Zustand eigentlich. Hast du das Gefühl, es ist für dich einfacher oder schwieriger geworden, seit du jetzt Erfolg hast und auch bekannter geworden bist? Das Mentale, weißt du, es kann ja sein, dass es auch so denkst, hey, ich bin jetzt gut und ich kann es sowieso. Ich weiss, dass du das nicht denkst, aber wie ist es so? Wie hat es sich verändert? Ich würde im Fall sagen, gar nicht fest. Schlussendlich sind echt die Erwartungen, die ich habe, sind echt die Erwartungen, die ich mir mache. Und ich habe selber hohe Erwartungen an mich, aber die habe ich schon immer gehabt. Klar ist es jetzt auf einem anderen Niveau, aber früher wollte ich halt dann irgendwie die Junior-EM gewinnen und bin dort an und habe gesagt, ich will gewinnen. Und jetzt ist es halt die normale Europameisterschaft und ich gehe dort an und sage, ich will gewinnen. Aber eben, das sind eigentlich die Erwartungen, die ich an mich selber habe und den Druck mache ich mir eigentlich auch selber. Klar, vielleicht hast du von außen schon auch ein bisschen mehr Druck, weil eben die Leute ein bisschen mehr anschauen, aber schlussendlich ist es eigentlich auch ein Privileg, wenn du Druck hast,
Das heisst, du bist in einer Position, wo du in einer Form bist, dass du grosse Sachen leisten kannst. Und ich glaube, darum ist es auch etwas Schönes, wenn du ein bisschen Druck hast. Das sollte man sich merken, das sind gute Worte. Was mich auch noch wundernimmt, als sage ich jetzt, ehemaliger Leichtgewichtssportler, ist so ein bisschen das Thema Essen und Sport. Das ist ja immer auch ein bisschen ein heikles Thema. Man kann zwar viel essen, wenn man viel Sport macht, aber ja, ich glaube, der Sportler oder die Sportlerin hat immer ein sehr spezielles Verhältnis zum Essen, weil grundsätzlich ist es ja das Benzin, das du reinlässt, wo eigentlich nachher deine Leistungen auch mit hilft zu erbringen. Ja, du hast einmal dich geäussert vor ein paar Jahren bezüglich deinem Essverhalten und ich wollte dich fragen, wie ist jetzt im Moment gerade dein Verhalten oder dein Essverhältnis zu deinem Essen? Ja, das ist ein Thema, ich glaube, in jedem Sport wahrscheinlich, aber sicher in all diesen Sportarten, wo es halt ein bisschen gewichtssensitiv ist. Also bei uns ist es halt schon so, eigentlich jedes Gramm Körpergewicht, das du hast, muss über die Latte. Wenn das produktive Masse ist, dann ist das gut, weil dann hilft dir das im Anlauf, im Absprung, Turnen am Stab, aber wenn es halt fett ist, dann hilft es dir halt nicht. Und darum ist das Gewicht ein gewisses Thema und bei mir war es halt wirklich so, dass das in einem gewissen Abschnitt von meinem Leben ist das dann zu festes Thema geworden, sodass ich wirklich eigentlich nur noch an das denken konnte, was dann auch in einer Essstörung resultiert hat, wo ich dann auch professionelle Hilfe gebraucht habe, um rauszukommen. Und das ist etwas, das begleitet einem eigentlich schon immer ein bisschen, aber unterdessen ist es wirklich so, dass ich das mega im Griff habe, eben weil ich halt auch viel mehr auf meinen Körper höre, viel mehr merke auch, was er braucht. Und ja, es ist halt auch so, dass der Körper braucht Energie, um Höchstleistungen zu bringen. Und der Körper sieht auch nicht bei jedem gleich aus. Also vielleicht ist jemand ein bisschen der kräftiger Typ oder jemand ein bisschen dünner. Und das ist einfach so. Aber ich habe, glaube ich, auch einfach ein bisschen gelernt, okay, mein Körper, so wie er ist, kann Höchstleistungen bringen. Und eben, klar ist es so, dass ich nicht einfach essen kann, was ich will, sondern muss immer ein bisschen schauen, dass man halt nicht schwer wird. Aber unterdessen ist das wirklich so eigentlich von einer emotionalen Ebene ein bisschen weggekommen. Und ich kann auch wieder Essen geniessen, wenn ich zum Beispiel mit Freunden weggehe und so und mal ein bisschen ungesund esse, dann ist das nicht so schlimm. Wenn ich mich recht mag erinnern an das Interview, wir haben nämlich, glaube ich, auch darüber geredet, sogar im Podcast. Ziemlich sicher. Also Ziemlich das sicher. Thema ist schon ein paar Mal bei uns vorgekommen, unter anderem eben auch wegen dem Leichtgewichtsrudern. Ja. Und ich mag mich noch an das Interview erinnern. Das muss irgendwo in Folge 5 oder so gewesen sein. Oh, nicht hören. Das ist wirklich lang her. Dort hast du, glaube ich, auch gesagt, dir ist es mega wichtig, Aufmerksamkeit auf das Thema zu lenken. Glaubst du, es wird zu wenig gemacht? Vor allem bei jungen Athleten und Athletinnen? Ob zu wenig gemacht wird, schwierig zu sagen. Aber ich glaube, es ist halt, vor allem auch in der Zeit von Social Media und so, sieht man immer nur alles, was perfekt ist. Also alle posten immer, wie gut sie trainieren, wie gut es läuft, wie coole Freunde das sie alle haben. Und was vielleicht nicht ganz so gut läuft, das wird eigentlich hauptsächlich verschwiegen. Und, ursprünglich habe ich nicht geplant, um das irgendwie gross zu erzählen damals. Es ist mehr auch, ich hatte ein Interview mit einer Journalistin, irgendwie Vorschau für ein Meeting. Und dann hat sie mich dann so ein bisschen gefragt, was hat sich sonst noch so verändert bei dir während Covid? Und bei mir war es wirklich eigentlich so während dem Lockdown, wo mir bewusst wurde, dass es für mich so nicht mehr weitergehen kann, dass ich Hilfe brauche. Weil ich eigentlich wirklich den ganzen Tag nur an das Thema Essen, Ernährung und so weiter denken. Und ich gemerkt habe, das ist extrem ungesund, das belastet mich viel zu fest. Und durch das, ist dann eben während der Covid-Zeit sehr präsent geworden. Und dann habe ich mir Hilfe geholt. Und dann eben ist eigentlich in diesem Interview habe ich dann das so ein bisschen erwähnt. Und dann hat sie dann halt nachgefragt. Und dann haben wir irgendwie 2 Stunden lang geredet. Und sie hat gesagt, du erzählst mir einfach mal, wir können dann immer noch entscheiden, ob ich die Geschichte bringe oder nicht. Und dann schlussendlich habe ich gefunden, wenn ich damit nur schon einem Mädchen oder einem Bub helfen kann, der vielleicht ein ähnliches Problem hat, um sich getrauen, um Hilfe zu holen oder um sich das eingestehen, dass er vielleicht Hilfe braucht, dann hat es sich gelohnt. Und darum habe ich mich dann entschieden, dass ich das öffentlich eigentlich sage. Das ist sehr cool. Ja, das ist ein mega wichtiges Thema. Und was sind denn so deine wichtigsten Punkte, die du könntest, sagen wir jetzt, jemandem, der jünger ist, der auch merkt, hey, irgendwie
Gut, das ist ja nur schon mal ein gutes Zeichen, wenn man es realisiert, dass man ein spezielles Verhältnis zum Essen hat. Aber wenn man das realisiert hat, was hat dir geholfen, ein bisschen von dem Druck wegzukommen? Ja, ich glaube, bei mir war es eben wirklich so ein bisschen das Wichtigste gewesen, dass ich nicht mehr eigentlich immer den emotionalen Bezug hatte zum Essen. So ein bisschen, ist es zu viel, ist es nicht zu viel, werde ich dick? Dann habe ich halt immer versucht, mich auf die Grossanlässe so ein bisschen abzuhungern, im Sinne von, ich wollte dann in guter Form sein. Dann habe ich nachher überkompensiert, sobald es fertig war. So lange Sachen gegessen, bis man schlecht war. Und einfach so, dass man auch sich dann vielleicht nicht Sachen verboten hat, sondern dass man bewusst vielleicht auch mal ein Dessert gegessen hat, ohne sich ein schlechtes Gewissen zu machen. Also einfach so ein bisschen dass das ganze Thema Essen eigentlich wieder so ein bisschen normalisiert worden ist, ohne dass immer zu viel drin interpretiert worden ist. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das, was mir dann auch geholfen hat, um eben zu realisieren, mal mein Körper braucht Energie, um die Leistung zu bringen. Also es bringt auch nichts, wenn ich hungere. Und ich muss ihm auch die richtigen Sachen geben, dass er noch mehr Power hat. Aber es ist auch nicht, ich nehme jetzt nicht das Kilo zu, wenn ich mal ein Dessert esse. Und ich glaube, so ein bisschen das Realisieren von dem ist das, was dann eben so ein bisschen die ganzen Emotionen aus dem Prozess rausgenommen hat. Okay. Wenn wir wieder ein bisschen auf die lockere Schiene kommen, was das Thema Essen angeht. Ich habe bei der Recherche herausgefunden, du isst mega gerne Mango vor dem Wettkampf. Während dem Wettkampf? Während dem Wettkampf? Getrocknete Mango während dem Wettkampf? Nein, also es ist halt, unsere Wettkämpfe die gehen zum Teil extrem lang. Also von dann, wenn wir anfangen mit dem Aufwärmen, außerhalb vom Platz, bis eigentlich der Wettkampf fertig ist, kann gut mal 5-6 Stunden vergehen. Und dann musst du dir auch irgendwie wieder ein bisschen Energie geben. Und irgendwie hat es so angefangen, dass ich früher ab und zu Mangos dabei hatte, getrocknete, zum Essen während dem Wettkampf. Und das war irgendwie das Einzige, was ich mir wirklich gut vertragen habe. Und es hat einfach immer super gut funktioniert. Und dann bin ich einfach bei dem geblieben. Und darum habe ich jetzt eigentlich immer getrocknete Mangos dabei. Ja. Also geht es noch ohne? Sorry? Geht es trotzdem noch ohne? Ja, Also es geht. Also, es ist nicht so, dass ich nicht einen Wettkampf springen kann, wenn ich keinen habe. Ich vertrage schon auch andere Sachen, aber es war auch immer das, was für mich funktioniert hat. Und darum nehme ich das eigentlich auch meistens mit. Sehr geil. Was mich noch wundernimmt, du hast es vorher angetönt, du hast gelernt, was dein Körper braucht und was er nicht braucht. Wie würdest du jetzt deinen Körper so ein bisschen, also nicht beschreiben, aber vielleicht so ein bisschen sagen, hey, mal, das sind Situationen, wo ich jetzt wirklich jetzt nicht unbedingt das Essen, auch mit der Regeneration, was hast du, wo darfst du drinnen leben? Weil eigentlich als Sportlerin musst du es ja so sehen, du darfst in deinem Körper innen leben und er macht für dich auch Grosses, oder? Ja, extrem. Also eben eigentlich schlussendlich muss man extrem dankbar sein für was unser Körper eigentlich alles muss aushalten und mitmachen. Aber ich glaube, das ist auch so ein bisschen etwas vom Wichtigsten für mich, ist, dass ich sicher immer genug schlafe. Also ich bin wirklich jemand, ich kann problemlos 9,5 Stunden, 10 Stunden schlafen, das ist kein Problem. Und dann noch eine 2-stündige Siesta einschalten, ist auch kein Problem. Also es ist wirklich, schlafen könnte ich sehr, sehr viel. Und ich glaube, das ist auch das, was ich realisiert habe, ist für mich die wichtigste Regeneration. Und dann sicher auch im Training halt darauf hören, was geht nicht. Da habe ich vielleicht früher auch ein bisschen weniger Vernunft gehabt als heute. Wenn ich heute etwas merke, wo vielleicht so wehtut, dass es nicht mehr ganz normal ist, dann muss ich dann halt vielleicht schnell ein bisschen aufhören. Und dann hätte ich früher vielleicht auch darüber trainiert, was dann auch nicht immer so sinnvoll ist. Und darum, ich glaube, so ein bisschen das auf den eigenen Körper hören ist schon immer sehr wichtiger geworden. Genau, wenn wir noch auf die aktuellste WM zurückschauen, dieses Jahr in Tokio. Dort hat es leider nicht ganz gelangt für deine 4,88. Und meine Frage dazu ist, eben, du weißt, was grundsätzlich möglich ist von der Höhe. Was sind denn aber so die Gründe am Tag selber, wieso du nicht schaffst? Weil ich meine, grundsätzlich ist es ja schon eher ein steriler Sport. Und du hast keine Wellen oder also Wind hast mal, Wind das gebe ich dir recht. Aber was gibt es sonst noch für Einflüsse, wo du jetzt nicht unbedingt du bist, dass die Höhe eben vielleicht nicht ganz so erreichen kannst? Ja, schlussendlich bist du schon immer ich, der springen. Also eben, schlussendlich muss ich auf die Stäbe kommen, wo ich wirklich die Höhen springen kann. Für das muss ich aber auch schon gute Sprünge haben unten raus. Also das heisst, dort spielt auch immer die Progression von der Höhe, die wir haben, eine Rolle. Also wenn man extrem schnell raufgeht, dann musst du auch schnell Stab wechseln. Das hat mir eher ein bisschen Schwierigkeiten gemacht in Tokio. Dann hast du eben Wind, hast Hitze. In Tokio war es sehr, sehr heiß, sehr feucht.
Aber schlussendlich, das ist eben für alle gleich. Klar, vielleicht ist es dann nicht ein Wettkampf, wo du persönliche Bestleistung oder Schweizer Rekord oder so springst. Aber für die anderen sind die Bedingungen eigentlich genau gleich. Also es ist, schlussendlich habe ich einfach an dieser WM nicht die Sprünge gezeigt, wie ich es eigentlich kann. Und nicht in dem Moment gezeigt, wo ich es hätte müssen zeigen. Und eben, wenn du schon darüber geredet hast, musst du eigentlich nicht noch Ausreden suchen. Dann ist es einfach, es ist so gewesen und ich hätte mehr können, aber ich konnte es nicht können an dem Moment zeigen. Und, ja. Wenn jetzt einer von diesen 2 Versuchen, also entweder Paris oder Tokio, nochmal dürftest springen, wir geben dir die Chance. Ja, definitiv Paris, sofort. Wieso? Ja, weil es einfach nochmal so viel mehr wert wäre, wenn es dort klappen würde. Ja, also die Leichtathleten sind natürlich auch sehr auf Olympische Spiele aus, oder? Extrem, ja. Also das ist bei uns schon das Wichtigste, das Allerwichtigste. Klar, WM ist auch sehr wichtig, aber Olympia ist einfach schon nochmal ein anderes Niveau. Ja. Sehr cool. Ja, ich glaube, wir kommen langsam Richtung Ende von dem Podcast, damit wir den Leuten auch noch die Chance geben, nachher noch ein paar Fragen zu stellen. Von unserer Seite würde es uns aber natürlich noch wundern, eben, wir haben über die 488 geredet, jetzt schon ein paar Mal. Angelika, du kennst es ja so ein bisschen aus dem Training. Wie viel liegt noch drin? Wie viel schraubst du den Schweizer Rekord noch auf? Ja, das ist im Fall mega schwierig zu sagen, weil im Training springst du eigentlich nie höher als im Wettkampf. Ist das so? Nein, weil du im Wettkampf hast immer noch mehr Adrenalin, bist auch noch ein bisschen mehr bereit, um etwas zu riskieren, nimmst vielleicht noch ein bisschen härtere Stäbe. Also ja, plus im Training springen wir eigentlich immer mit einem Gummiseil, nicht jedes Mal mit einer Latte, weil sonst musst du jedes Mal wieder rauf tun, wenn du nicht drüber kommst. Und darum ist es recht schwierig zu sagen, aber ja, man nimmt Schritt für Schritt, Zentimeter für Zentimeter. Also das Ziel ist sicher jetzt mal stabilisieren auf diesen Höhen und dann irgendwann kommt der Ausreißer gegen oben. Und so der Traum ist natürlich irgendwann über die 5 Meter springen. Das ist so eine magische Grenze. Und dann, wenn wir bei 5 Meter sind, ist 5,06 auch nicht mehr so weit weg. Das wird dann der Weltrekord, aber ja, eben so, schon noch ein Stückchen weg. Das ist auch, das haben wir auch schon ein paar Mal diskutiert, sehr eine schweizerische Antwort. Ja, also nein, eben, ich sage, der Traum von den 5 Metern, der ist sicher da. Ja. Und ich würde auch nicht sagen, dass es unmöglich ist. Vielleicht jetzt nicht morgen oder übermorgen, aber ja, es ist sicher das, was ich darauf arbeite. Vielleicht im 28? Das wäre natürlich super. Im 28 in L.A. 5 Meter wäre ich dabei, würde ich unterschreiben. Geil. Ja, vielleicht noch... was du so willst, auch gegen außen im Stabhochspringen in der Schweiz so ein bisschen ausstrahlen. Ich meine, eben, es ist innerhalb von der Leichtathletik schon auch ein bisschen eine Randsportart, würde ich jetzt behaupten, ohne dich verrückt zu machen, oder? Ja, also Randsportart würde ich nicht sagen, aber wir sind so ein bisschen, wie soll ich sagen, charakterlich auch ein bisschen anders wie die anderen Disziplinen machen. Also vor allem mit Sprint genau? Ein bisschen lockerer, ein bisschen... Wir sagen immer, wir sind die Coolen aus der Leichtathletik. Es ist ein bisschen fies, aber ja. Und wir haben es halt auch eben untereinander ein bisschen besser wie zum Beispiel die Sprinter untereinander. Also es ist einfach so ein bisschen ein anderer Vibe. Ja. Aber ja, es ist sicher eben, es ist nicht eine Sportart, die du in der Schule einfach so mal lernst oder mal musst machen, wie eben Sprinten oder Weitsprung oder so. Und du erhoffst dir schon, also hast du auch ein gewisses Rollenbild, das du dir sozusagen, wo dir wichtig ist? Was willst du ausstrahlen, auch gegenüber von den jüngeren Generationen? Also ja, im Moment haben wir extrem viel Stabhochsprung-Nachwuchs in der Schweiz. Okay. Ich würde jetzt nicht sagen, das ist wegen mir, sondern wahrscheinlich eher noch wegen der Nicole Büchler, die vor mir den Schweizer Rekord hatte. Wo eben eigentlich auch schon den Weg gegangen ist, der gezeigt hat, mal, wir als Schweizer, als kleine Schweizer können das auch. Und jetzt, dass wie ich hinten reingegangen bin und jetzt dieses Jahr sind wir sogar 3 Schweizerinnen an der Weltmeisterschaft gewesen. Das ist also eigentlich nur im Stabhochsprung und im 800 Meter von der Frauen haben wir 3 Schweizerinnen am Start gehabt. Und ich glaube, das ist wirklich ein gutes Zeichen für die Disziplin in der Schweiz. Und eben auch bei den Kleinen haben wir viele, die nachkommen. Und ich glaube, das ist schon haben cool. Sie doch keine Angst vor dir? Also sie finden dich schlussendlich schon sympathisch. Nein, ich glaube, sie haben schon gemerkt, dass das einfach mein Gameface ist. Ja. Und sonst hören sie es jetzt, wenn sie den Podcast hoffentlich hören. Genau, ja. In dem Sinn, Angelika, es war super, super interessant für uns. Wir hätten noch ganz, ganz viele andere Fragen. Du darfst also gerne wieder mal kurz zu uns. Aber ich möchte mich im Namen von Voline ganz herzlich bei dir bedanken für das wunderbare Interview. Ich hoffe, euch im Publikum hat es gefallen. Ich hoffe, euch, die jetzt online zuhören, hat es gefallen. Und in dem Sinn, André, darfst du losschiessen. Kurze Frage, das Q&A nehmen wir nicht auf, oder? Nein.
Okay, das ist für euch exklusiv da. Auch von meiner Seite, danke Angelika, dass du da bist. Es hat nur mich gefreut, sondern alle, die da sind. Auch euch, dass ihr extra gekommen sind und euch die Zeit genommen habt. Und in diesem Sinn gibt es das klassische Outro. Ich hoffe, es war spannend heute. Es hat nicht allzu viel Durchhaltewillen gebraucht, um bis hierhin mitzuhören. Trotzdem Respekt an dieser Stelle. Vergesst den Podcast nicht zu abonnieren. Das könnt ihr auf Apple Podcast und auf Spotify. Und wir geben uns jede Woche Mühe, das Beste aus der Welt vom Sport für euch zusammenzufassen. Genau, und jetzt würde der Teil kommen, wo ich sage, folgt uns doch auf Insta, dort findet ihr uns unter Vollinne_Podcast. Aber ich möchte schnell zu Angelika. Angelika, Guter Punkt. Wenn man dir folgen will, wenn man dich unterstützen will, wo findet man dich da? Ja, auch auf Instagram oder auf der Website. Ja, ich glaube, wie alle anderen Sportler auch. Fanclub hast du auch? Habe ich auch einen Supporterclub, wo man Mitglied werden kann. Und dann bekommt man auch ein bisschen mehr Neuigkeiten, was so läuft in meinem Leben. Fantastisch. Müssen wir jetzt auch beitreten? In dem Fall, ja, wenn du es so ankündigst. Genau. Und in dem Sinn, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Uns hat es mega Spass gemacht. Bleibt gesund, macht viel Sport und bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss zusammen.